Hallo zusammen, hier ist der Klitus von Crown Crew. Ich zeige euch wieder mal ein Tipps und Tricks Video. Nach all diesen Camper- und Booster-Säuen ist das wieder mal nachher. Und zwar ist es wieder mal die Map Mission. Ihr seht, das ist definitiv eine von diesen Maps, die ich wirklich gerne spiele. Ich zeige euch dann noch, wie sich die Map auch verhält in Bezug auf Spawns und so. Was ihr jetzt hier seht, ist das Gameplay von Crown Crew. Das heisst, alle in diesem Team, wo ich auch dabei bin, sind Jungs von Crown Crew. Da haben wir gerade den Quasti gesehen. Trapid ist dabei, Merit, der All-Star, der Fnatic. Und ja, zusammen rocken wir die Map. Jetzt, was ihr am Anfang gesehen habt, wir haben gerade das C und das B eingenommen. Das ist immer gut. Ich bin sowieso lieber eigentlich auf der C-Seite spawnend. Und dann haben wir alle ziemlich vorgedrückt, um natürlich Kills zu machen, und haben dann aber gemerkt, dass der Gegner plötzlich nach hinter uns spawnt. Wenn wir zu weit vorne sind, bin schnell zurück, habe dort noch einen Kill abkassieren und habe hier jetzt einen wunderschönen Quad, der mir gerade der Reaper bringt. Finde ich natürlich sehr sympathisch. Und kurz bevor dass ich hier loslege, sehe ich noch den Gegner, kann den auch abkassieren. Und jetzt denke ich mir, ja, verstecke ich mich noch jemand anderes, damit ich nicht abkassiert werde, lege mich hier her, starte den Reaper und tue mir relativ schwer damit. Mache, glaube ich, 2 Kills, was absolut lächerlich ist. Aber einerseits haben wir hier das Problem, dass einer hier neben meinem Körperring rumsteht und alle darauf warten, dass ich aus dem Reaper komme, um mich dann abkassieren. Der wird zum Glück vom Merrick gefickt. Dann von denen auf mich an zu schiessen. Ich probiere die Leute abzukassieren, verwünsche ständig irgendwelche Baumkronen, wie hier jetzt gerade oder wenn. Und darum muss ich sagen, ja, ich bin auch schon viel besser gewesen. Bin aber nicht gestorben. Habe hier schnell 2 Waffen vom anderen aufgenommen, die MP9. Und was ihr jetzt eigentlich seht, ist, das ganze Team ist vorne beim A. Sie sind dort auf dieser Anhöhe, je nachdem, am Drücken. Und das sorgt eigentlich dafür, dass Gegner dann in der Nähe vom C spawnen, das heisst seitwärts, wie wir dann bei der Übersichtsmap sehen. Und darum ist es wichtig, dass immer sicher einer, besser 2 zurückbleiben, um dann zu garantieren, dass das C nicht plötzlich eingenommen wird. Weil klar, wenn man der grösste Teil vom Team vorne beim A ist, kann man, sobald das C eingenommen wird, sich auf das A stürzen, aber es ist in meinen Augen die schlechtere Kombination, weil wenn man C und B hat, kann man schön runter aufs A eigentlich spienzeln und hat durch das immer einen höheren Vorteil. Was extrem wichtig ist. Gut, jetzt so schnell ein bisschen am Warten, weil wir haben kommuniziert, dass sie... Wow, hoher Schwenk, dass der links nicht auf uns geschossen hat. Wir haben kommuniziert, dass sie jetzt von rechts von mir aus gesehen strömen. Und da wird jetzt auch ziemlich harter Kampf entbrennen, weil im Moment ist es so, dass wir alle Punkte haben eingenommen und dann die Gegner ja nicht immer klar spawnen. Also es ist nicht immer gerade ersichtlich, wo sie jetzt kommen. Es kann auch sein, dass 2 auf der Seite spawnen, 2 wieder hinten beim A, dann wieder 2 beim C. Und darum schauen wir uns jetzt das mal von vorne an. Es ist noch nicht perfekt, ich muss noch ein bisschen an dieser Technik arbeiten, auch das mit den Killcams ist nicht so cool. Aber ihr seht ja die grünen Namen. Crown Crew Jungs, auch wenn es auch ein bisschen verschwindet. Aber man sieht, wo wir uns bewegen und ihr seht, wo der Gegner sind. Und jetzt habt ihr hier eigentlich im Überblick, dass unten rechts ist das C, in der Mitte haben wir das B und links ist das A. Ihr seht es vielleicht an diesen drehenden Kreisli. Und im Moment ist der Gegner eigentlich eher auf dem unteren Bereich jetzt hier vom Bild, also auf der Seite anzutreffen. Oder wie hier der Invictus, oder wie der heisst, der ist jetzt gerade wieder oben eigentlich auf einem Seitenspawn auftaucht. Jetzt ist eigentlich ersichtlich, gut, jetzt einer geht das C rein, das heisst der Fnatic und ich, genau, ziehen hinterher, klären das schnell. Und sie auch in konstanter Kommunikation, währenddem dass die Jungs vorne am Pushen sind wir hinten eigentlich am Aufpassen. Jetzt seht ihr, wo der All-Star im Moment ist. Läuft jetzt gerade hier über das Brückli. Und das ist eigentlich die Grenze, wenn man weiter vorgeht, also runter, nach Richtung an, dann läuft man Gefahr, dass der Gegner nicht mehr anders spawnt. Weil dann drückt man eigentlich zu fest in seinen regulären Spawn rein. Und dann hat man dann plötzlich einen Gegner im Rücken. Und das will man vermeiden, ausser man ist sich dieser Situation bewusst und man kann sich so positionieren, dass man abdecken kann. Und ihr seht, wir sind jetzt eigentlich immer bei diesem Bereich, beim C, beim B, ein bisschen vorne wieder am Drücken. Und sind eigentlich durch konstant in Bewegung und schauen untereinander, dass jeweils
irgendeiner dort ist, wo die Gegner vielleicht auftauchen könnten, besser sogar 2. So haben wir das wunderschön unter Kontrolle. Ihr seht, jetzt sind alle Gegner unten links eigentlich anzutreffen. Das heisst, sie haben den Nachteil vom Höhenunterschied. Sie sind weiter unten als wir generell. Wobei der Chemificker ist jetzt gerade hinten beim C gespawnt, der nächste auch. Ihr seht, durch das, dass wir jetzt eigentlich zu weit zum Anführen gedrückt haben, vor allem der All-Star oben links, der ist jetzt eigentlich zu weit unten bei ihrem normalen Spawn. Das heisst, sie werden jetzt weggedrückt. Ihr habt schön gesehen, sie sind alle beim C gespawnt, haben das eingenommen. Und wir haben dann gesagt, ja gut, scheiß drauf, das Game geht eh nicht mehr so lang. Von dem her können wir hier eigentlich easy peasy zuschauen, wie sie das A und das C haben. Und wir schauen einfach, dass wir das B behalten können. Die Idee ist aber dann nicht ganz so optimal gewesen, weil das hat uns auch unter Druck gesetzt, weil die Gegner häufig von mehreren Seiten haben können kommen. Jetzt haben wir das wieder ein bisschen normalisiert, gegebenenfalls das A eingenommen und jetzt seht ihr eigentlich die Verteilung. Und es ist auch gerade interessant, wenn der Gegner wirklich extrem unter Druck gesetzt wird und anders aufs Maul bekommt, dann fühlen sie häufig an, defensiver anfangen zu spielen, was aber eigentlich eine ganz natürliche Reaktion ist, wenn man das ja so kann sagen. Weil ich meine, wenn du konstant aufs Maul bekommst, dann schaust du halt auch, dass du nicht ganz so hart vorne stürmst. Und durch das können sie dann Punkte auch nicht einnehmen und ja, verlieren zwangsläufig. Sie versuchen es zwar zwischendurch, aber wir haben eigentlich das Spiel die ganze Zeit unter Kontrolle, vor allem jetzt, wo der Trap in seiner AC hockt und hier einfach mal die Schüssel berechnen. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Sie sind jetzt alle eigentlich oben rechts anzutreffen. Ihr seht auch wieder, wir sind eigentlich über die ganze Karte verteilt. Der Mary zieht jetzt ein bisschen hinten ganz beim A durch. Und das bedeutet, dass der Gegner eigentlich immer dort spawnt, wo am wenigsten Leute vom gegnerischen Team sind, was ja nur logisch ist. Aber die Problematik ist halt, dass Spawns eigentlich so vordefiniert sind und dass, wenn man es wirklich darauf anlegt, kann man extrem triggern, wo der Gegner spawnt. Haben wir jetzt noch nie ausprobiert, aber ihr müsst euch mal Folgendes überlegen, wenn ihr überall einen vom Team positioniert, wo ein gegnerischer Spawn sein könnte, ausser an einem Ort, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Gegner genau an diesem Ort spawnen, sehr hoch. So funktioniert das System und so kann man zum Teil einen Vorteil aus dem gewinnen, aber es ist in meinen Augen sehr wichtig, dass man weiss, wo die Spawns sich befinden. Und für das würde ich wiederum Call of Duty Elite empfehlen. Man kann sich dort ja auch gratis anmelden und dann ist es meines Wissens näher möglich, dass man sich Informationen über die Karte anschauen und dort auch sieht, wo die Spawns sich befinden, wo die alternativen Spawns sind. Und so kann man sich doch ein bisschen ein Bild machen, weil wenn man die Minimap verwendet, zum Feststellen, wo sich Gegner befinden und Kollegen und natürlich auch mit den Kollegen kommuniziert, kann man sehr schön immer wieder eigentlich eine Info geben, wo befinden sich Gegner. So ist die Situation selten, dass sie einem in den Rücken fallen. Ja, das wär's gewesen. Scores sind nicht amazing gewesen, ausser der Trapid, der schöne Steuern dreht, aber da ist es so darum gegangen, den Match zu gewinnen. Und da ist man nicht auf KD aus, sondern auf einen Sieg. Ja, hoffentlich Spass gemacht. Wenn ihr Fragen habt, einfach stellen. Schönen zusammen.